Den Donnerstag, den 13. Juni, habe ich an der Chambre auf eine Attack-en-Règle von der DP geantwortet, dat am Numm von den 26 Deputierten von der CSV. Dass mir du von Deelerisch betone von Deeler von der Presse vorgeworfen ging, ich will den Quellenschutz aushebeln, respektive Pressefreiheit attackieren. Für die Gravität und die Heftigkeit von den Vorwürfen habe ich letzte Montag eine Deklaration gemacht, für die Reprochen an das richtig Licht zu regeln. Diese Explikationen sind noch entretemps von den meisten Leuten so verstanden gehen. Auch von ganz vielen Journalisten, wie mein Telefon weiß. Als Beispiel will ich den früheren Journalist Leon Klaus aus dem Tageblatt zitieren, den an einem Facebook-Beitrag auf der Seite vom 100,7 Journalist Jean-Claude Frank Folgendes gesagt wird. De Volter hat an der Chambre den 100,7 nicht aufgefordert zu sagen, wen dem Sender den Zrell-Rapport gehen hat. Hin hat, und das mit Bezug auf den Bittelsing Bemerkung, die kennt ja nicht mehr von der CSV kommen, gesagt, wenn es wirklich von Sängerfraktion gewesen wäre, da soll den 100,7 den Numm nennen, aber wenn den 100,7 den Numm nicht ging nennen, da ging hin davon ausgehen, es wäre kein von der CSV gewesen. Ich will den Volter nicht verteidigen, seine andere Bemerkung, die ihr gegen Journalistenfälle gelost wird, sind effektiv ganz schlimm. Mehr an der anderen Sache soll ihn auch bei der Wahlrecht bleiben. Das interessant zu sehen, dass das, was den Herr Klaus mit seinen eigenen Ohren konnte lauschen, da wo in Fakten konnte nachvollziehen, dass er mir da recht geht. Und dass das, was er nicht konnte hören, da wo er nicht mit Fakten konnte agieren, der Journalist recht kriegt. Die persönliche Deklaration, die ich im Montag gemacht habe, habe ich aber besonders gemacht, weil ich der Öffentlichkeit mitteilen, dass Rümere verlaufen nicht wieder am Gangen mit den Herren Schneider, Kämmer und Mill vom SREL Charge gegen den Herrn Biver, Procureur General, zusammen zu drohen, für den heischgehen zu lassen. Den Teil von meiner persönlichen Deklaration war mir der wichtigste, weil sie meiner Ehe und noch der von meiner Partei kratzen. Ich fand so Sachen degutant und ich freue mich bis heute, was dummer da bezweckt gauf, für so Sachen zu strehen. Jeder am Land soll sich seine Meinung können darüber bilden. Dass mir nur dieser Deklaration vorgeworfen ging, ich will mich der Presse nicht stellen. Ich will klar und deutlich sagen, dass ich mich der Presse immer stelle, mir in faire Bedingungen, die auch da müssen angehalten gehen, von Presse selber betraf ist. Ich habe Pflichten par rapport zur Presse, mir schon auch Rechte. Zum Beispiel habe ich Recht auf eine fair und equilibrierte Berichterstattung. Der Fakt, dass der Morgen ein Großteil von der Presse das Pressekonferenz boykottiert, als nicht Zeichen von einer fairer und equilibrierter Berichterstattung. Ich habe Recht auf mein Wort, dass das, was ich so oder so an der Presse zu sehen, zu hören und geschrieben wird. Dass die Bürger sich eine unabhängige Meinung bilden von dem, was gesagt wird, und kein Verzerrten, weil nicht genehm. Das spielt übrigens nicht nur für meine Person, es spielt eigentlich für alle Politiker, von allen Parteien, für alle Bürger, egal von wo das ihr könnt, hier am Land. So meine ich, dass wenn es sich um so einen wichtigen Punkt wie eine Pressefreiheit geht oder den Quellenschutz, dass es recht tun, dass meine Gegenstellung genauso deutlich und verständlich den Leuten übermittelt wird, wie der Point de vue von der Gegenseite. Und so fand ich, dass wir Rümere gegen mich oder meine Partei, die um die Fundamente vom Rechtsstaat kratzen, und meine Person schlimm diskreditieren, die Leute recht tun, das Gewür zu gehen. So wie ich auch fand, dass wenn man vorgeworfen wird, ich hätte Journalisten attackiert, ich darauf am Detail kann antworten, und meine Position der Öffentlichkeit kann explizieren. Ich habe den Diensten sowohl bei RTL wie bei 100,7 meine Bereitschaft erklärt, über das Vorwurf öffentlich auf ihrer Antenne zu diskutieren. Öffentlich und transparent. So dass die Bürger sich weder meine Meinung nach der vom Journalist abgezwungen gesagt, mir sich seine eigene Meinung bilden kann. RTL hat mir geantwortet,
und wir haben diskutiert. Beim 100,7 werden ich bis heute auf eine Antwort. Die Sender, den Freude auf seiner Antenne, à l'origine von dem Ganzen, als den Sender, den Reproche lanciert wird, die Duno unkontrolliert und unwidersprach von anderen kopiert goufen. Ich war an den Sinn bereit, ob der Antenne über den sogenannten Druck von Journalisten und Objournalisten zu diskutieren, aber ich verlange, dass das an einer fairer und transparenter Art und Weise gemacht wird. Ich habe mich diese Woche oft gefragt und ich habe heute Morgen Bestätigung gekriegt, wen ich eigentlich nicht mit wem diskutieren will. Es sind sogar mir weit gegangen. Über den Mittelsmann habe ich versucht, ein Gespräch mit der Redaktion von 100,7 zu kriegen, ohne Mikro, für das den sich kein ausschwätzen. Ich werde bis heute auf eine Antwort. Dafür mache ich dann diese Pressekonferenz, weil ich mich der Diskussion mit all einzelnen Journalisten nicht entziehen, weil ich mich der Diskussion stellen. Über Zensur, meine ich, kann ich mittlerweile schwätzen. Wenn nicht sogar von der Aufforderung, mir den Maulkorb selber umzudrehen. Ich bin dieses Weekend gewogen, dass sich der Journalistenverband und den Europäischen Journalistenverband gewandt wird. An der Presse. Bis heute sind ich darüber nicht informiert gehen. Dabei spiele ich ja anscheinend eine Hauptrolle an dem ganzen Drama. Ich habe gelesen, dieser Verband hat sich Freudes, dem nur denselben Tag mit der ALJ solidarisiert. Man werde die Luxemburger Berufskollegen im Kampf gegen die Vorgehensweise aller Volta mit allen Mitteln unterstützen, lesen ich am Tageblatt vom 15. Juni. Ich habe keine Kopie gekriegt von dieser Solidarisierung, die sich auf Wert für ein Fakten bezieht. Es sind übrigens auch nie gefordert gehen, Stellung zu holen. Bizarre. Ich habe mich über Mail und den Europäischen Journalistenverband gewandt, für Gewurt zu gehen, was mir reprochiert wird, für ihre Antwort zu kriegen, für die Argumente à la base von ihrer Antwort zu kriegen. Ich kriege bislang keine Antwort. Ich wollte Sie fragen, für was Sie mich nicht gefragt haben, was meine Meinung ist, ehe Sie sich solidarisiert haben. Ich kriege bis heute keine Antwort. Es ist in der Meinung, dass wir eine elementar journalistische Pflicht vom Europäischen Journalistenverband gewährt. Ich habe mich an den Presserat gewandt, mit der Demande auf eine urgente Sitzung. Ich kriege den Accusé de Réception, bislang keine Antwort. Und ich will sagen, dass ob ein Kontradiktoire besteht, ein Kontradiktoire ihr den Presserat zu einer Konklusion könnt. Ein elementares Recht an einem Rechtsstaat, für ungeheuert zu gehen, ihr Konklusionen gezogen gehen. Aber wenn es dann sie muss, dann trippeln ich mein Part weiter, weil es kommt nach mir schlimm. Den 18. Juni hat der LJ den Brief mich geschickt. Ich müsste mich schriftlich entschuldigen, wenn es die Vorwürfe, die mir gemacht gehen. Diesen Brief habe ich bis heute nicht gekriegt. Ich habe ihn Internetseite von RTL entdeckt. Ich habe ihn am Tageblatt gefunden, ich habe ihn am Journal gelesen, ich habe ihn direkt beantwortet, denselben Tag. Ich habe Punkt für Punkt beantwortet. Ich habe meine Antwort gefunden Internetseite von RTL, ich habe ihn gefunden Radio von RTL, ich habe ihn nicht gefunden am Journal. Hier ist den Artikel, den am Journal war. Volta soll sich entschuldigen, den integralen Text von der Renger Seite. Meine Antwort ist nicht am Journal publiziert gehen. Am Tageblatt lädt eigentlich nach ein Drop, auch hier von den offenen Brief von den Journalisten und den Parteipräsident Michel Volta, Defender, den der Drop, nachdem ich die Antwort gegeben habe, lese ich Folgendes. Gestern schickte der wegen seiner Aussagen über den Quellenschutz in die Kritik stehende CSV-Präsident Volta einen Brief an die Luxemburger Presse. In dieser Antwort an die Journalistenvereinigung ALJ weist der Präsident die Kritiken der Journalisten, Aushebelung des Quellenschutzes und Drohung gegenüber einem Journalisten des Radio 100,7 von sich. Michel Volta will keinen Fehler eingestehen,
sondern versucht, die Schuld auf die Presse zu schieben. Herr Wolter zeigt dadurch, dass er eine grundlegende Regel nicht verstanden hat, und zwar, dass Schweigen manchmal Gold ist. Ich muss sagen, so weit sind wir entretemps zu Lützeburg. Nicht nimmen, dass mein Antwort, mein argumentiert Antwort auf einen Brief nicht brücht geht, was ich als einen klaren Ausdruck von Zensur belangen, aber en plus bin ich eigentlich abgefordert, mir selber eine Maulkurve unzudienen, wann es sich in Relation mit der Presse handelt. Ich fand das extrem grav. Ich fand es extrem grav, weil es auch Zensur ist über die frei geäußerte Meinung von einem gewählten Politiker. Auch hier sind eine Menge nahen eine Reihe elementäre Regeln von der Deontologie mit Face getrippelt gehen. Zum Beispiel den Artikel, der sagt, am Code der Deontologie, dass in eine Nachricht soll nur prüfen, von denen ihr Kenntnis kriegt, ob sie richtig ist oder nicht. Zum Beispiel, dass ihr Neuigkeiten so soll veröffentlichen, dass sie dem Leser und dem Nachlauscherer Fakten und Kommentaren von den trennen losen. Zum Beispiel auch, dass es eine Unschuldsvermutung gibt, dass es den Schutz gibt von der Privatsphäre, dass der gute Ruf an der von der betroffenen Person auch zu respektieren sind. Auch heimat werde ich mich um den Presserat wenden. Und ich werde ob ein Antwortrecht werde ich freuen. Es kann nicht sein, dass auf der einen Seite Journalistenverbände, Politiker öffentlich attackieren an der Staat von Journalisten an Zeitungen gesagt wird, und dass wenn der Politiker auf die Reprochen antwortet, ob eng fair, ordentlich Weise das einfach zensuriert an der Lützeburger Presse, Andeler von der Lützeburger Presse, muss ich so gehen. Das mein elementäres Recht, dass wenn dem einen Seite seine Meinung veröffentlicht wird, dass dann auch der andere Seite hier Meinung genau selbst veröffentlicht muss gehen. Unabhängig davon, also an den selben Medienkreise, 200,7, Freitags der 14.06. ein weiterer Tag auf meine Person ugeleiert ging. Ich hätte Journalisten vom 100,7 am Vorfeld von der Chambersdebatte gedreht. Das Geschichte ist vertieft am Mittespanorama vom 100,7 durch den Journalist Jean-Claude Frank abgegriffen ging. Als einziger Beweis bis heute die sogenannten Affirmationen von mir auf die Reise geschickt gehen. Ohne dass ich am Vorfeld dazu eine Stellung gefragt gewesen, was der Menge nahen elementar gewirrscht wird, was aber nicht schenkt, gewollt gewirrscht zu sehen. Ich muss sagen, ich weiß bis heute nicht, ob ich nur 1, 2, 3 oder mehr Journalisten bedroht soll haben oder hat, wie. Ich weiß bis heute nicht, was genau der Reproche ist, dem ich ausgesetzt bin. Ich lese am Tageblatt vom 15. Juni auf der Seite 15 am Titel von einem Artikel Wolter droht, Ausrufungszeichen, Zitation geht op, passt op, wer der Märt. Zitation geht so. Ich bin also zitiert, mein Wort geht zitiert. Das ist eine Menace, ganz klar. Nicht necessairement, weil der Satz eine Menace ist, aber weil den Titel sieht, Wolter droht, der Journalist vom Tageblatt schreibt also von Anfang an eine Affirmation, und durch die Affirmation geht das, was Hannen drun gesagt wird, eigentlich recht zur Drohung. Am Artikel selber steht einfach etwas anderes. Da steht nicht mehr, passt auf, wer der Märt. Da steht, die muss gut aufpassen, wer der Märt gelebt macht. Je nachdem, wie dieser Satz ausgedrückt ist, die muss gut aufpassen, wer der Märt gelebt macht. An Zusammenhang mit einer Frau, die für Druck gestaltet ist, ist das ein Ausdruck von einer Suche, den Appell auf die Responsabilität und auf die Deontologie vom Journalist. Ein Artikel, 2 nicht deckungsgleich Zitate. Meine Frau, was habe ich gesagt? Das eine oder das andere. Ich kann nicht gleichzeitig die zwei Aussagen gemacht haben. Aber wie waren dem Journalist seine Frau für darauf formuliert? Sie sind mir bis heute nicht zugestellt. Die genaue Formulation von der Frau. Weil es gibt keine Antwort
ohne froh. Und muss froh kennen, für die Antwort können richtig zu appreciieren. Ich will formell kontestieren, dass die Drohungen gegen Journalisten 1, 2, 3, wie auch immer, 12 war vom 100,7 ausgeschwert haben. Für mich wieder von meiner Deklaration von den Mänden zurückzuholen, da hatte ich gesagt, die versteht vielleicht noch besser meine extreme Roserei an meine Reaktionen von letzten Donnerstag für in der Chambre. Das war am Zusammenhang mit den Rümmern, die wir mich gestreht gesehen, aber nicht dabei, zu fest ugepackt oder ugegranzt tun, dann det das mir ausdrücklich leid. Ich weiß, dass ich heinz an der Diskussion relativ hart schwätzen. Schon eng Stimme, die relativ hart ist. Das heißt aber nicht, dass wenn an einer Diskussion mit engem mal mir hart einkehr schwätzt, dass ein Dummer da will bedrohen, Drohungen will ausschwätzen und am Exerzice von seiner journalistischer Arbeit eigentlich will blockieren. Weil das ultimativ der Reproche, den man gemerkt hat, dass ich eigentlich Versicht hat, für Journalisten davon aufzubringen, hier journalistisch Arbeit zu machen. Ich habe dieser der Chefredakteur von RTL gefragt, was gif soen, wann gif gewur gehen, dass vu senge Journalisten ein Gespräch mit einer anderen Person, engen Politiker gif opholen, ohne dem dat zu soen. Sing Antwort war, dat das ein absoluten No-Go. So ein Journalist gif direkt de Sack kreieren. Ich wollte dieselbe vor dem Chefredakteur von 100,7 stellen. Leider as bis haut kein Kontakt zu Sternen kom. Dass man nun zugedrohe gehen, das ist ein Telefonsgespräch, das auf Initiativ, ich betone auf Initiativ, vom 100,7 Journalist Michael Delage mit mir gefordert gouf, letzten Donnerstag, den 13. Juni, gegen 11:30 Uhr von Radio 100,7 aus integral abgeholt gewesen. Ich hätte mich gern beim 100,7 darüber erhalten. Ich habe leider kein Rendezvous bei dem Radio krit. Falls das, wo wir, gebe ich das als ein extrem grav Attent auf mein Privatleben angesehen. Ich muss mir vorstellen, ob ich nicht regelrecht die letzte Woche an einen Fall gelockt gewesen. Ich will betonen, dass zu keinem Moment vom Gespräch der Journalist mir gesagt hat, dass das Gespräch abgeholt ging und ob ich dummer darauf verstanden wie. Ich kann es nicht leben. Ich will es nicht leben. Dass so etwas an einem Rechtsstaat von Seite von einem öffentlich-rechtlichen Radio möglich wie. Ich will dafür den Responsable vom 100,7 über diese Weg 3 ganz präzise Fragen stellen. Leider über diese Weg, weil ich seit über einer Woche kein Gespräch mit ihnen zu Sternen kriege. Erstens, also es wahr, dass das Telefonsgespräch zwischen dem 100,7 Journalist und mir abgeholt wurde. Zweitens, war ja als eine Transkription von diesem Dokument gemacht ging. Drittens, war ja als das Transkription von dem Telefonsgespräch an einer Hand kommt. Ich ging, das will ich betonen, bis auf weiteres davon aus, dass es sich um einen weiteren schlechten Drama handelt und dass es nicht wahr ist. Mir von dir versteht, dass ich eine Antwort brauche, dass ich auf eine Antwort werde. Sie kennt, je nachdem, wie sie ausfällt, die ganzen Aktionen von der letzten Woche an eine komplett neue Licht setzen. Ich sage, ich möchte für Ihre Aufmerksamkeit und ich bin selbstverständlich bereit, auf alle Fragen zu antworten, die giffen Gestalt gehen. Es war am Ende keine Pressekonferenz, es war eine persönliche Deklaration. Ich habe nicht nach einer gesagt, dass wir darum gingen, dass die Leute die Möglichkeit hätten, ob eine grave Reproche gegen meine Person gemacht wird, davon Kenntnis zu kriegen und das zu appreciieren. Es war mir ein bisschen ob ein wesentlicher Attack, die gegen mich gerissen ging, nämlich die, dass ich Pressefreiheit an der Quellenschutz fehlt, auf Vorstellen, darüber zu antworten. Und ich wollte nicht weil ich mir der Frage nicht wollte stellen, sondern weil ich das separat wollte machen, die 2 Dossien auseinanderhalten. Ich habe von den dünnsten Morgen nun an der Presse, an der Presse Gespräch Gesicht, für auch ob der Reproche, den formuliert ging, ich hätte
Journalisten attackiert, an dem ich spät komme, auch zeitlich mich spät dabei komme, eigentlich für die ganze Sache, für die nach ein bisschen mehr gewaltig zu machen, ich habe einen Dünschen probiert, was die Medien können, und ich betone aber, ob ein fair, sachlich, erderweise an einer kontradiktorischer Diskussion zu antworten. Nicht ob einer Pressekonferenz, wo eine Frage gestellt wird, je nachdem, wie die Antwort kommt, die dann nicht brücht wird, oder eine andere Antwort oder eine andere Frage gestellt wird, mehr an einer objektiven Disput mit Journalisten, sodass die Leute dabei sind, die mit dem Vorwurf befasst sind, Möglichkeit haben, auch meine Meinung ungeschminkt, und unzensiert und ungekürzt können zu appreciieren und dass die Leute noch sich können hier ihre Meinung bilden. Das ist mir extrem wichtig. Es war mir immer extrem wichtig und es wird mir in Zukunft auch immer extrem wichtig sein, dass wenn Diskussionen sind, aber besonders wenn Diskussionen sind, an denen Politiker mit der Presse involviert sind, dass die Leute, die Öffentlichkeit, dabei die Möglichkeit hat, für exakt gewollt zu gehen, was die eine Partei, aber die andere Partei, was der hier Position ist. Ich wollte eigentlich zurück im Buchfang, also das ist deutlich geworden. Okay, also wenn ich es richtig verstanden habe, und bleibt ja noch bei der Assertion, dass von 100,7 sind Quellen nicht genannt, was die auch nicht wert ist, da der dann nochmal behauptet, wer von der CSV gelöscht. Ich will nach einmal sagen, dass ich an keinem Moment den 100,7 abgefordert habe, seine Quelle zu nennen. Ich habe gefragt, so wie Herr Klaus, freier Journalist zum Tageblatt, ganz viele Leute, hunderte von Leuten, die d'entretemps verstanden haben, die mir es selber gesagt haben. Ich habe gesagt, dass ich ihnen die Möglichkeit gebe, wenn es von uns wäre, wenn es von uns wäre, von der CSV, am Numm von unseren 26 Deputierten, dass wir sie freistellen, den Numm von dem Deputierten von uns zu sagen. Das heißt nicht, weder implizit noch explizit, dass ich gesagt habe, sie müssten den Numm von einem anderen Deputierten sagen oder von einer anderen Person sagen. In dem Sinn bleibe ich dabei, was ich in Donnerstag an der Chambre gesagt habe, dass das korrekt ist. Ich habe übrigens auch entretemps ein Avis juridique zu der Frage machen gelos, und ich sie bereit, mit dem Conseil de Presse an einer kontradiktorischen Diskussion über die Qualifikation von dem, was ich in Donnerstag an der Chambre gesagt habe, zu schwätzen. Ich habe an keinem Moment den Quellenschutz auf Frage gestellt, und ich wollte an keinem Moment den Quellenschutz auf Frage stellen. Ich habe das Gemeinde betont, ich betone das auch heute, nach ein Kehr klar und deutlich. Sachen auf Tageblatt, zum Beispiel, der wird falsch durchgestaltet, ich werde dann eine Engagendarstellung gemacht. Ich bin am Gange, Engagendarstellungen zu präparieren. Die musste verstehen, dass wie die Aktualität Politik in eine Reihe von anderen Obligationen hat. Die muss verstehen, ich habe nicht gesagt, dass ich probiert habe, über die ganze Woche Kontakt mit Leuten aus der Presse zu kriegen. Und die muss verstehen, dass die Nicht-Publikation von dem Artikel, den ich dem Tageblatt geschickt habe, das war gestern. Das war gestern. Ich werde aber an den nächsten Stunden ein Endvertrecht beim Tageblatt und noch ein Endvertrecht beim Journal abklären, weil ich bin und ich bleibe fest davon überzeugt, dass von den Meinungen an einer Diskussion, an einer Auseinandersetzung zwischen zwei Parteien, von den Medien die Meinung von der einen Partei bringen, dass sie dann Pflicht tun, auch die Meinung von der anderen Partei zu bringen. Voilà, aber keine anderen Fragen sind. Da sage ich merci, dass ihr hier nachgekommen seid. Und so an den Leuten, die noch gelauscht haben, auch merci für die Nachlauscht.